Geheimnis der deutschen Sprache. Grüezi miteinander, willkommen zum heutigen Folge. Heute werden wir im Tief-Aargau mit Cecile aus Basel reden. Hallo miteinander, ich hoffe, es geht euch allen sehr gut. Wir freuen uns aufs Gespräch. Ja, vielen Dank, dass du auch Teil von diesem Projekt, oder? Die Geheimnisse von Schweizerdeutsch bist. Und heute wollen wir mit dir mehr über diese Ecke von der Nordwestschweiz, von Basel hören und entdecken. Wir haben bereits Gäste aus Solothurn und Aargau gehabt, aber noch nicht von eben Basel. Was macht Basel so besonders, Cecile? Also ich sage immer, es ist die schönste Stadt von der Schweiz. Es ist natürlich der Lokalpatriotismus, der da natürlich auch vorkommt. Basel finde ich sehr speziell, weil zum einen ist es eine sehr offene Stadt. Es ist zwar eine richtige Schweizer Stadt, aber es ist natürlich auch sehr orientiert an Frankreich und Deutschland, weil unsere direkten Nachbarn sind. Entsprechend, es hat auch eine sehr, sehr lange Geschichte von der Verbundenheit in Europa über den ganzen über den Rhein, wo viel Handel reingekommen ist, wo auch viel von unserer jetzigen Kultur geprägt hat. Vielleicht kann man hier gerade so das Basler Leckerli erwähnen, das natürlich mit Gewürz gemacht wird, die nicht aus der Region kommen, aber aus dem Handel, aus dem Handel hier angebracht worden sind. Ja, Basel hat eine reiche Tradition, ist eigentlich die Kulturhauptstadt der Schweiz. Hat auch, aber auch mit dem Rheinbad, wo die Leute leben, eine gute, wie soll ich sagen, man lebt gut in Basel. Das macht die Stadt für mich schon sehr speziell. Das kann ich bestätigen von Besuchen. Ich habe dort noch nicht gelebt, aber immer sehr gute Eindrücke mitgehört. Hier sind wir jetzt bei diesem Aufnahmestudio an der Aare. Und Aare fließt irgendwann in den Rhein. Und Rhein ist einfach ein sehr besonderer Teil von Basel. Wie du schon gesagt hast, es gibt diesen Handel. Ich habe auch damals, wenn wir uns kennengelernt haben, vor 2 Jahren mitbekommen, dass Basel einen direkten Zugang zum See, zum Ozean hat. Und das ist, weil eben, so wichtig ist der Handel von dem Güterverkehr Richtung tatsächlich Rotterdam, oder? Wie besonders ist das, dass eine Stadt mitten in Europa einen Zugang zum See hat? Sehr, sehr cool, kann man sagen. Ich kann aus der Anekdote aus unserer Schulzeit erzählen. Da ist eigentlich fast jedem schon das Ziel gesehen, dass man auf einem Bötli, entweder ein Floß oder ein richtiges Bötli, von Basel aus den Rhein durchab schwimmt. Ich glaube, es gibt auch Leute, die haben das dann schon gemacht, eine Woche unterwegs, bis sie dann ans Meer kommen. Das ist etwas, das stellt man sich wirklich so lässig vor. Ich weiss auch noch, wo ich noch in der Primarschule war, dann war das Jahr 1999 und so das Einläuten von der Jahrtausendwende. Da haben wir Papierbötchen gemacht und beschriftet und haben sie dann in Rido so den Rhein abfließen lassen, so ein zum Übergang in die Jahrtausendwende. Das war die Art und Weise, wie wir das gefeiert haben. Also der Fluss, der uns dann da bis zum Meer verbindet, das ist etwas, wo wir auch wirklich leben. Ich finde das sehr besonders und einfach ein Zeichen auch von Offenheit, wie du hast gesagt, in der Schweiz, weil in der Regel, oder, man ist ein bisschen so mit dieser eher so Bauernmentalität, wenn ich das sagen darf, und in Basel ist es echt umgekehrt, weil es geht darum, oder, wie du sagst, auch typische so gastronomische Produkte wie die Leckerli sind auch von anderen Ländern, oder, von anderen Regionen, kommen auch die Zutaten, und für mich war es auch eben ein sehr guter Parallel oder ein sehr guter Zusammenhang, dass man die Stadt auch vom Wasser entdecken kann. So war es auch einer von meinen ersten Eindrücke, oder? Man geht sozusagen am Ende von Basel, weil Basel ist auch eine Kantonsgrenze, oder, mit Baselland und neben Birsfelden. Man fängt an so mit diesem Einschwimmen bis tatsächlich fast am Ende der Altstadt. Mhm. Und dort man sieht die verschiedenen eben so Bauabschnitte von der Stadt, man sieht sehr moderne Gebäude, oder, von diesen Pharmafirmen und auch eben diese ganz mittelalterlichen Gebäude immer noch die Kulisse von der Stadt prägen. Und so besonders ist man das. Ich habe das noch nie erlebt, dass man so beim Schwimmen tatsächlich eine Geschichte
und eine laufende Geschichte sehen kann. Weil weiterhin, oder? Vor kurzem wurde dieses neue Roche-Gebäude eingeweiht und immer noch passieren neue Sachen. Was kommt noch auf Basel zu für unsere Zuschauer, Zuhörer? Also wenn wir gerade beim Rheinschwimmen sind, was natürlich auch Basler Tradition ist, also nebst dem, dass Basler, also sobald es einigermaßen warm ist, in Scharen in den Rhein gumpen und den Rhein durchabschwimmen, gibt es natürlich auch einmal im Jahr noch ein offizielles Rheinschwimmen, also wo dann Basler und Baslerinnen eingeladen sind, dort teilnehmen. Wir sehen, wie du gesagt hast, da all die schönen Gebäude, die Geschichte von der Stadt. Was wir aber auch sehen, sind die Fähren. Also das ist Basel über den Rhein fahren 4 Fähren. Die sind ja, für was, ich glaube, so jetzt 1,50 Franken oder so zahlt man und dann kommt man in so eine Fähre und kann den Rhein überqueren. Man muss aber beim Rheinschwimmen natürlich aufpassen, oder? Weil die Fähren haben Vorrang. Was man im Rhein auch noch sieht, sind die sogenannten Weidling-Boote. Das ist auch noch Teil sozusagen vom Basler Wappen. Der untere Teil vom Basler Wappen hat so 3 Zacken. Das ist der untere Teil vom Weidlingstab. Das ist der Stab, mit dem sich die Weidlingfahrer durch den Rhein stoßen, also am Rheinbord entlang stoßen. Also das ist auch etwas, auf das man achten kann. Die Weidlingboote, die sind alle am Rheinufer sind eigentlich festgemacht. Also wenn man da durchschwimmt, dann sieht man die. Kann man sich dann auch mal darauf achten. Genau. Dann was noch, also meinst du so, was Basel dazu kommt bei architektonischen Bereich, oder? Und eben allgemein, welche Projekte werden Basel weiterhin so besonders machen? Das ist jetzt das Letzte, was ich weiß, oder? Mit jetzt diesem neuen Gebäude, wo eben ganz viele Fachkräfte gegangen sind oder eingezogen worden sind. Oh, da muss ich sagen, da bin ich gar nicht. Ich weiss jetzt nicht, ob nochmal ein Turm geplant ist oder noch mehr gebaut wird. Ich muss auch sagen, ich bin ja schon lange nicht mehr in Basel. Also ich lebe ja nicht so, schon lange nicht mehr dort. Also habe ich nicht so mitbekommen, was dort alles wird laufen. Muss ich ehrlich sagen, ja. Aber ich würde sagen, so sind wir beide einverstanden, dass Basel eben vielleicht flussbedingt hat eine sehr bewegte Geschichte gehabt, oder? In Sinne, dass sehr laufende Prozesse passieren, oder? Ja, also es ist, ich kenne mich jetzt nicht ganz gut aus mit der Geschichte von Basel. Ja, also ich weiss, es ist eine Stadt, die gibt schon seit, glaube ich, ein bisschen mehr als 2000 Jahren. Es war mal eigentlich so ein keltisches Oppidum auf dem Münsterhügel. Also das ist jetzt, man sieht dort auch noch die archäologischen Ausgrabungen. Ist dann eingenommen worden von den Römern. Und nachher ist es ja, lange römische Stadt gewesen. Genau, und bis dann glaube ich, ab dem Mittelalter dann hat vor allem Basel als Handelsstadt florieren. Ein wichtiger Hafen. Ist, glaube ich, dann auch eine Weile lang fast die reichste Stadt von der Schweiz gewesen. Damals noch reicher als Zürich. Genau, das war so viel, ja. Das hat natürlich jetzt auch die Stadttradition geprägt mit den Zünften, die sehr stark sind in Basel, die auch unsere jetzigen Traditionen geprägt haben. Genau, ja. Und, ja. Wir befinden uns eben so kurz vor diesem 6. Lütte, also von diesem Feiertag in Zürich. Aber eben, ich war noch nicht in diesem wichtigen Umzug in Basel, die Fasnacht heißt. Mhm. Fasnacht ist auch gekennzeichnet, weil das einfach eine Welterbe laut der UNESCO, eine Kulturerbe. Genau, und ich muss dich dann schon korrigieren, weil in Basel sagt man nicht Umzug. Das heisst in Basel Cortège. Cortège? Cortège. Es ist das kennen wir eigentlich nicht nur eigentlich in Basel so. Es ist ein Umzug, oder? Und das ist dann zweimal, also die Basler Fasnacht, die dauert 3 Tage, also die vom Montagmorgen um 4 Uhr bis am Donnerstagmorgen. Und am Montag und am Mittwochnachmittag ist dann eben der traditionelle Cortège, wo die Klicken und Gucken durch die Stadt ziehen. Genau. Und das ist natürlich aber, man muss auch sagen, ja, das ganze Fasnachtsprogramm geht viel weiter als nur der Cortège. Also da hat es dann noch natürlich die Schnitzelbank, wo stattfinden.
natürlich die Kinderfasnacht am Dienstag, Guggenkonzert, genau. Ja. Und ich habe auch so verstanden, dass eben dieses Element oder in ganz vielen Städten eigentlich in der Welt mit Basel zu tun hat. Das wäre Konfetti. Das ist Könntest du etwas dazu sagen, warum Konfetti aus Basel kommt? Das ist so, was ich mitbekommen habe. Also das weiß ich nicht, aber in Basel sagt man eben nicht Konfetti. Und das ist also etwas, oder? In der Fasnacht sind Traditionen ganz wichtig und insbesondere auch eben, also wenn man in Basel Konfetti sagt, dann wird man gestopft mit Räppli, weil das ist so, wie es bei uns heisst. Räppli. Genau, überall sonst in der Schweiz, glaube ich, sagt man Konfetti, aber bei uns heisst das Räppli. Aber die Geschichte von der Räppli kenne ich nicht. Also ich habe nicht gewusst, dass dass Basel das in die Welt rausgetragen hat. Das ist mir jetzt auch neu. Anscheinend habe ich so angenommen, dass eben dieses sich zu decken, wenn man nicht zu dem Zunft gehört, oder? Wäre eben so eine Tradition dort. Und dass es sich hinterher exportiert hat, vor allem wegen dieser Vielfalt, weil es gibt auch ganz viele Farben. Kannst du nochmal das Wort sagen? Räppli. Von Räppli. Räppli. Es gab ganz viele Farben und das ist ein bisschen, was sich hinterher auf andere Regionen und auch überall, auch in Spanien oder in Portugal, in Brasilien, hat sich tatsächlich gut bewährt. Oder? Einfach so diese Vielfalt, dieses buntes Gefühl auch macht. Und so habe ich das verstanden, dass das käme eben aus diesem Fasten. Ah, okay. Wegen dem Morgenstrich, wegen diesem Morgenstreich, wo das eher zum Einsatz kommt, oder? Dieses Räppli. Okay, das habe ich nicht gewusst. Letztes Jahr wollte ich unbedingt hin, aber wir hatten die Problematik, arbeitstechnisch, dass es war eine hohe Wahrscheinlichkeit, wenn man hingeht und man danach Covid bekommt. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Dieses Jahr habe ich aus eben logistischen Gründen nicht können, da ich in den Ferien war. Aber ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr in ein Fest zu gehen, weil das eine sehr wichtige Tradition, die ich noch nicht kenne. Wie würdest du jemanden wie ich, also einen neuen Schweizer, für diese Tradition vorbereiten? Also erstmal diese Wörter, oder? Hast du gesagt, das ist schon genau, die als Ausdrucksweise oder einfach so diese Begriffe, dass man so richtig sagt, wie die Basler das sagen. Ja, dass man mal so die wichtigsten Begriffe weiss, dass man auch das Programm kennt, oder? Dass man weiss, eben am Montag oder Mittwoch ist der Gartest, dann am Dienstag ist eben die Kinderfasnacht und dann die Guggenkonzerte, dass man so plus minus weiss, was man da genau kommt besuchen. Wichtig ist auch im Unterschied zu anderen Fasnachten, dass man sich in Basel, wenn man Zuschauer ist, tut man sich eigentlich nicht verkleiden. Also, wenn du kommst, würde ich dir empfehlen, dass du in ganz normalen Strassenkleidern, wie du immer kommst, im Wetter entsprechend angezogen. Und selbstverständlich, dass man idealerweise voraus eine Plakette kauft. Das ist ein kleines Abzeichen, das man sich da an die Brust hängen kann. Und das gehört sich in Basel, dass man die trägt, die Plakette. Mit dem Geld unterstützt man da alle Personen, die zu dieser Fasnacht beitragen. Man kann es auch je nach Budget kaufen. Es gibt bronzene, silberne und goldene Plaketten und dann gibt es noch das Bijou. Das tragen eigentlich alle dort. Das ist so ein bisschen das Wichtigste zur Vorbereitung und nachher muss man auch ein bisschen schauen, oder, wie man sich die 3 Tage will gestalten will. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass man 4 Tage am Stück durchfeiert. Man muss es ja ein bisschen so wie ein richtiges Festival, wo man einfach da voll energetisch reingeht, oder? Weil das fängt schon am Montag um 4 Uhr morgens, hast du gesagt, genau. Genau, aber am 4 Uhr, der Morgenstreich, der ist ganz ruhig, der ist wirklich, also herrscht eine totale Stille in der Stadt. Also man soll auch überall die Lichter löschen, also auch bei den Läden, dass die ihre Schaufensterbeleuchtung abstellen. Und nachher am 4 Uhr, also kurz vor der 4 Uhr, ist es so, dass dann überall auf der Straße, auf den Balken und so, in der Innenstadt sind dann Zuschauer und sind wirklich ganz still und dann stehen da die Klicken parat und dann, sobald es losgeht, wenn sie dann einfach spielen und dann ist einfach nur noch die Musik, die man hört, wirklich ganz, ganz ruhig in der Stadt. Und nachher zerstreut sich aber dann wieder, also die Leute gehen dann nachher wieder arbeiten oder gehen schlafen. Normal ist es dann so, dass man an der Fasnacht in Basel hat man 2 halbe Tage frei, Montag und Mittwoch, oder je nachdem wo man schafft, hat man auch gerade alle 3 Tage frei. Und dann der Garten ist dann am Mittag an. Also man kann sich vorstellen, man geht den Morgenstreif besuchen
Nachher hat man Zeit für sich selber und nachher ab der 12 Uhr kann man den Garten besuchen, den ganzen Nachmittag lang. Und am Oben ist dann, also das richtige Festprogramm ist dann schon eher gegen oben. Also im Garten ist es so, da steht man am Rand und schaut dem zu, winkt den Wackis zu, dann fliegen überall Räppchen umeinander, man kriegt also von den Wegen, die durchfahren, kriegt man Täfeli, Orangen, Blumen, was auch immer sie runterwerfen, meistens Räppchen. Genau, so kann man sich das vorstellen, genau. Und das heißt, gibt es auch eben besondere Orte, die vielleicht nur für diese Fasnacht aufmachen zum Essen? Ich habe so verstanden, so diese große, oder? So wie ein Keller, wo man tatsächlich etwas Traditionelles essen kann. Ja, also die Klickenkeller, also zum einen sind das natürlich auch die Keller, wo den Klicken also so ein bisschen ihre Keller sind, also die das ganze Jahr über eigentlich dort proben. Und es gibt auch Restaurants, wo dann spezifisch den Platz hergeben, dafür, dass man dann dort Schnitzelbank hören kann. Es ist einfach so, man muss voraus wissen, oder, dass wenn man dort zu oben etwas will essen und Schnitzelbank zuhören und etwas trinken, das ist weit voraus ausgebucht. Also entweder muss man die richtigen Leute kennen oder sehr viel Glück haben, dass man dort noch reinkommt. Also, da braucht es dann entsprechend auch schon eine Vorbereitung. Genau. Die sind auch also jeweils sehr voll und sehr gut besucht, aber es ist natürlich eine super Stimmung dort. Klar, also sehr begehrt, oder? Was ich auch sagen möchte, ich hatte schon mehrfach, auch letztes Jahr genau, dieses Fasnacht-Küchli probiert. Wie oft wird das in Basel? Ist das auch sehr verbreitet? Das sagt man jetzt weniger. Also mit Zucker, es wäre so wie verbrannter Zucker und das isst man als Kuchen. Also sind das meistens so die Fasten? Nein, das sind nicht die in diesen farbigen Päckchen, Plastikpäckchen, und dann sind es die ganz dünnen... Genau. Ah, okay, ja, dachte ich, habe ich schon gesehen, aber ich weiß nicht, wie typisch sind die tatsächlich als Teil von dieser Tradition oder da ist einfach etwas dazu? Ich will jetzt im Fall nichts Falsches sagen, weil ich bin nicht sicher, wie eng das wirklich mit der Basler Fasnacht spezifisch verbunden ist. Was Basler Fasnacht dazugehört, ist viel mehr, dass man zum Beispiel Mehlsuppe isst. Das sind mehr Sachen, wo wirklich jetzt traditionell baslerisch ist, die Mehlsuppe, die man am Morgen schon isst. Aber die Fasnachtskirche, also ich will jetzt nicht Falsches sagen, ich weiss es vielleicht auch einfach nicht, dass das auch zur Basler Fasnacht, also spezifisch zur Basler Fasnacht gehört. Ich fand es auf jeden Fall genau sehr lecker, oder? Es hat mir sehr geschmeckt und war aber nicht so genau wie eben tief in diesem Basler Alltag auch ist, in diesem Fasnachtstagen. Also man kann sie überall kaufen in Basel, Okay. also zu dieser Zeit in den Läden, man findet sie überall, also das ist schon, also gibt es auch, ja. Wie ist die Stimmung von Basel, wenn eben die Fasnacht vorbei ist? Ich kann mir vorstellen, es hat diese 2 freie Tage oder 3 freie Tage insgesamt. Was passiert dann am Donnerstag dann? Du wirst überrascht, aber wenn du am Donnerstag um 8 Uhr in Basel läufst, dann ist die ganze Stadt geputzt. Also du hast 3 Tage lang Leute, die Räppchen und der Abfall muss auch am Boden fallen, weil sie nehmen alle Abfallkübel, also Mistkübel, nehmen sie weg. Und alles, was du in der Stadt in der Hand hast und entsorgen willst, kannst du einfach am Boden werfen. Und entsprechend sieht die Stadt auch wirklich, also der Boden ist 3 Tage lang bedeckt. Donnerstagmorgen 8 Uhr ist alles geputzt, also eigentlich nicht mehr. Donnerstag ist eigentlich schon wieder normal, also man bekommt schon wieder fast nichts mehr mit. Man muss aber auch sagen, dass die Basler Fasnacht, klar hat es die 3 Tage, wo dann wirklich das Vollprogramm läuft, aber die Fasnacht an sich, oder es gibt, die fängt schon vorher an, es gibt also 3 Bummelsonntag, wo es dann eben auch Umzüge gibt, aber nicht in den Kostümen, nicht verkleidet. Aber also die richtigen Fasnächtler, die werden schon vorher an den Bummelsonntag teilnehmen und dann nachher, oder mit dem letzten Bummelsonntag, dann ist dann nachher vorbei. Also es ist nicht so, dass es dann wirklich nur die 3 Tage hat. Das ist eigentlich für die grosse Öffentlichkeit und vielleicht die, die so passiv Fasnacht machen, ist dann nicht die 3 Tage, aber die aktiven Fasnächtler, die sind eigentlich an der Bummelsonntag auch dabei. Und das heißt, dass wir eben hinterher 3 Sonntage nochmal diese Routen werden nachgegangen. Das habe ich tatsächlich mal erlebt, oder? Das war eben Anfang März tatsächlich, genau, auf dem Weg zurück eben
habe ich das gesehen, von Basel-Welcher Bahnhof bis zum Basel. Deswegen habe ich einfach ganz viele Menschen, die einfach so genau getrömmelt haben. Das hat mich überrascht und es ging wahrscheinlich um einen von diesen Genau. Wummelsongs. Und eben, die sind dann nicht verkleidet, das überrascht einen. Das sind dann Menschen in ganz normaler Alltagskleidung, aber die haben natürlich Instrumente dabei und eben laufen dann durch die Stadt. Genau. Wer gehört zu diesen Zünften oder zu diesen Gruppen für die Fasnacht? Also die Zünfte haben ja, glaube ich, eigentlich nicht so viel mit der Fasnacht zu tun. Das ist ja mehr eine christliche Tradition, also wo damit da muss durch das sich nicht so viel über das Christentum weiss. Ich glaube entweder einläuten oder Ende der Fastenzeit. Da muss man sagen, der Basel ist ja die einzige reformierte Fasnacht der Welt. Das ist eigentlich eine katholische Tradition. Also die Zünfte spielen in dem Sinne eigentlich keine Rolle, außer dass natürlich dann in den Zünfträumen dann auch vielleicht die Schnitzelbank oder andere so Sachen stattfinden. Ich weiss es nicht, ich habe dort noch nie gesehen. Also zu den klassischen Gruppen gehören Klicken und Gucken. Also Gucken, die machen Guckenmusik, die haben dann ein bisschen lautere, mehr Instrumente und Klicken sind vor allem Pfeifer und Rummler. Genau. Und dann gibt es noch, es gibt ja dann eben die Klicken und Gucken, wo zum offiziellen Gottesdienst gehören, also die sind dann auch angemeldet und die laufen dann auch die Route ab. Und nachher gibt es aber sogenannte Scheissdreckzügel. Die heißen offiziell so, das sind dann so kleinere Gruppierungen, wild durcheinander gewürfelt. Und die laufen dann einfach irgendwie durch die Stadt. Also die folgen nicht der offiziellen Route, die machen so ein bisschen ihr Ding. Genau. Und ich gehe davon aus, sie bereiten sich schon, weil es könnte dann das jährlich vielleicht bestimmte, oder? Musikstücke zum Beispiel neu vorbereiten, neu gestalten, je nach Tag, je nach Situation. Ich habe auch so verstanden, das wird ganz viel rund um aktuelle politische Geschehen, oder? Erzählt oder hinterlegt, geschrieben. Von daher, man braucht immer wieder auf dem aktuellsten Stand zu sein. Genau, also dementsprechend ist es sehr ähnlich wie so Karneval, das man kennt, auch aus Deutschland, oder? Dass da natürlich politische Besonderheiten aufgegriffen werden. Es ist schon so, dass man, also nicht das ein Sujet oder was sie dann wählen für die Fasnacht. Und dazu gehört, dass man so eine Laterne hat, die auf dem Wagen gezogen wird, die muss bemalt werden, die muss erstellt werden. Und die Kostüme von den Klicken und Gucken, die orientieren, also die sind dann so ein gemeinsames Sujet. Und das vorgängig herzustellen, das kann man sich nicht irgendwie eine Woche vorher machen. Also es ist schon so, dass politische Aktualitäten, über die man könnte viele Sachen berichten. Wenn das 2-3 Tage oder 1-2 Wochen vor der Fasnacht stattfindet, dann werden die wenigsten die Möglichkeit haben, das schon aufzugreifen. Grundsätzlich greift die Fasnacht eigentlich ziemlich diverse Themen auf, aber auch schon das ganze Jahr durch. Also es muss nicht etwas sein, was erst gerade in den letzten 2-3 Monaten passiert ist. Es kann auch sein, dass es etwas ist, wo vor einem Jahr passiert ist, also nach der letzten Fasnacht. Und ich finde, das macht es dann auch so interessant, oder? Weil man bekommt so ein bisschen eine Rückschau, oder was das ganze Jahr über die Menschen so bewegt hat. Und nicht nur das, was so gerade im letzten Monat war. Also das macht es dann sehr, sehr interessant, ja. Das war noch ein bisschen so im Köpfe, oder? Von dem Basler kann man da ein bisschen so sehen, je nach Sprüche, die in diesem Fasnacht zu hören sind. Also es ist schon immer sehr kreativ. Also es ist wirklich, es ist wirklich lässig, dem Gottesdienst auch zuzuschauen und schauen, wie die Klicken und Gucken ihre Süße umgesetzt haben. Das ist lässig, ja. Das ist eine Tradition, oder? Wo 3 Tage lang komplett ein anderes Programm gibt und danach, man hat kaum was als Nachwirkungen, weil, wie du gesagt hast, genau, wird alles tatsächlich gereinigt, oder? Und man geht wieder in seinem üblichen Alltag. Interessant. Ja, was man aber muss aufpassen, oder? Wenn du jetzt kommst, die Fasnacht besuchen, oder? Und du bist 2-3 Tage dort, oder? Und du wirst mit Räppli beworfen. Gut, du bist jetzt ein Mann, du wirst wahrscheinlich nicht Wände gestopft. Aber du wirst trotzdem einen Haufen von diesen Räppli abbekommen. Also die Nachwirkung bei dir wird eher sein, dass wenn du daheim kommst und deine Jacke abziehst und deine Kleider abziehst, dass du dann einen Haufen Räppli hast, die in deiner Wohnung sein werden. Und das hast du dann monatelang. Also du kannst noch Staubsaugen, so viel du willst. Du wirst 3 Minuten später immer noch 2-3 Räppli in deiner Wohnung finden. Und das kennen die Basler, oder? Nach der Fasnacht schafft zuerst mal in deiner Wohnung, ist einfach überall Räppli.
das gehört halt dazu, das sind wir uns gewöhnt. Dass wir noch genau etwas zu sehen haben, so mit der eigenen Jacke, oder wenn man nochmal im Treppenhaus unterwegs ist, man sieht so eventuell einige davon. Ja. Was eine Tradition oder einfach für mich eine sehr Schönheit von Basel, da ich aus Barcelona komme, gibt es eine schöne Verbindung, weil der Gründer von FCB Barcelona war Kapitän in Basel, oder? Als FCB. Und da war ich in St. Johann, in diesem Stadion. St. Jakob. St. Jakob, Verzeihung. Ich war in St. Jakob, genau, um eine sehr schöne Stimmung von Fußball zu schauen. Und da ist mir sehr gut gelungen, tatsächlich in St. Jakob ein Fußballspiel. Und das war mit dem zweiten Verein von Zürich. Also das heißt, das war ein Derby dazu. Tatsächlich war rappenvoll das Stadion, weil es war eine wichtige Entscheidung, oder, von der schweizerischen Liga. Wer kommt zuerst, wer kommt als zweites? Das war letztes Jahr. Und letztendlich, genau, ich hatte für mich auch ein ähnliches Erlebnis in der Heimat gehabt, weil auch die Farben sind die gleichen. Es ist rot, oder, und blau. Genau, ja. Ja, die Geschichte habe ich auch gehört, dass es da die Verbindung gibt. Da gefällt es natürlich auch, weil Barcelona so ein starker Fußballclub ist. Genau. Ich bin selber, glaube ich, erst einmal in meinem Leben an einem FCB-Match gesehen. Und selbstverständlich nicht irgendwie in der Mutternzugkurve, wo natürlich die richtigen Fans sitzen. Also das kann man fast nicht sagen, weil andere Fans sind auch richtige Fans, aber mehr halt so Familie und so. Genau. Aber ja, ich habe die Zeit erlebt, wo der FCB, ich glaube, das war von 2006 an 2007. Sie hat, glaube ich, irgendwie 10 Meistertitel in Folge gehabt. Ich hoffe, ich habe das. Du hast das schon vorher gesehen? Ja, ist irgendwann so. Ich bin nicht so Fußball interessiert, aber das ist natürlich, das hat Basel auch. Also das hat sehr, sehr geprägt, oder, wo der FCB dort hat angefangen, ja, ein Jahr nach dem anderen gewinnen, plus auch noch die Schweizer Cup haben sie dann auch gewonnen. Und dann hat, ja, das ist eine Zeit gesehen, wo wir so ein bisschen, ja, die Fußballstadt sind und dann natürlich auch die regelmäßigen Siege über Zürich. Ich glaube, bis auf einmal, wo da, glaube ich, in einem Jahr der FCB, glaube ich, in den letzten 20 Sekunden, glaube ich, der Schweizer Meistertitel, glaube, abgegeben hat an Zürich oder GC, ich weiß nicht, was es war. Das hat dann nicht so gut geendet. Ja. Aber also als nicht Fußball begeisterte Person ist es mir eigentlich nicht so wichtig, ob jetzt Basel gewinnt oder. Ich glaube, im Moment ist es, glaube ich, IB erst. Genau. Wo immer am Gewinnen ist. Also, ja. Aber letztendlich, genau, das war eine sehr lebendige Stadt, auch mit diesem Sport, oder? Ich habe das auch wiederum nochmal erlebt. Ich war in Altstetten beruflich, dienstlich unterwegs und auf einmal habe ich gesehen, einige Straßen waren gesperrt und dann hinterher habe ich gesehen, das waren die Basel FCB-Fans in Richtung Letzigrund waren. Und das habe ich sehr amüsant empfunden. Ich dachte, wie kann das sein, dass so eine große Mannschaft oder kommt? Und man sieht genau, dass einfach wird sehr großen Wert gelegt, oder, auf diesen Fußballverein. Und auch muss ich sagen, eben als Barcelonese, ich fand die Stimmung in diesem Stadion tatsächlich sehr, sehr lebendig, sehr schön. Also es hat mir sehr gefallen, auch eben, weil wenn man das vergleicht mit anderen Stadien in der Schweiz, so wie jetzt Letzigrund in Zürich, man hat nicht so einen großen Abstand zu dem Spiel. Also man kann tatsächlich sehen, es gibt jetzt keinen, genau, Rent oder Gebiet oder so. Inzwischen ist es kein olympisches Stadion, sondern lediglich ein Fußballstadion. Das kann ich jedem empfehlen, oder? Nicht nur zur Fasnacht zu gehen, sondern einmal in St. Jakob-Stadion, am besten gegen Young Boys in Bern oder gegen FCZ, ein Fußballspiel da zu sehen und einfach, genau, sich da ziehen lassen von der Stimmung, oder? Ja, also ja, ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen zwiespältig, weil auf die eine Art, ja, also dort, wo ich das eine FCB-Spiel schaue, ist es auch eigentlich super Stimmig und so. Also man kann wirklich tolle Matches erleben. Ich muss einfach sagen, eben durch die Zeit, die ich dort erlebt habe, wo der FCB da, so viel gewonnen hat und dann auch entsprechend auch gewisse Erwartungen im Raum waren. Das hat mit sich halt auch gebracht, oder die ganze, so ein bisschen die Hooligans oder Chaoten, man hat es jetzt nicht bei jedem Spiel, aber es ist immer wieder Thema gewesen, vor allem wenn sie gegen Zürich gespielt haben.
oder eben diesen Match verloren haben, wo sie nicht hätten verlieren, dass es dann nachher halt Ausschreitungen gegeben hat, wo dann aber auch Polizisten verletzt worden sind, wo Fangruppen aufeinander los sind, wo es zu Sachbeschädigungen, Personenverletzungen gekommen ist. Und ich glaube jetzt erst auch gerade kürzlich ist auch wieder so ein Vorfall gesehen, wo sich Chaoten einfach gewietet haben und das ist dann halt wirklich auch schade und das ist auch etwas gesehen, wo halt dann, die Diskussionen sind dann auch gelaufen, oder ob eben wie Fußballclub da mehr Verantwortung übernehmen, Kosten übernehmen, oder das ist natürlich auch etwas, wo dazu kommt. Letztendlich genau, diese Rivalität sollte nicht als Anlass entstehen, um eben solche Ausschreitungen oder Gewaltbereitschaft, die sowieso diese Menschen haben, als Ausrede zu nutzen, wegen diesem Gewinn, Verlust, was auch immer, oder? Und das muss klar sein, oder? Das finde ich auch, dass diese Diskussion gestellt werden muss, genau, wie sind diese Zufahrtskontrollen, vor allem, was passiert danach, dass immer, wo diese Ausschreitungen passieren, oder? Dass man so ein bisschen gestaffelt die Leute gehen lassen, was auch immer, damit eben sich nicht so diese Möglichkeit entsteht, diesen Chaos zu produzieren. Das erinnert mich auch viel, da bin ich nicht so fit, deswegen ich habe da jetzt keine so Hintergrundinformationen. Ich kenne das von meiner Heimat, von Barcelona, wo immer, unabhängig von dem Anlass, diese großen Demos werden auch genutzt, um hinterher große Ausschreitungen, Krawallen zu machen, oder? Und da ist die Frage genau, warum ist das so? Was kann man machen, um das zu verhindern? Ich weiß nicht, wie eben in diesem Sinne zielgerichtet, oder? Eben diese Gewalt tatsächlich, sei es im Fußball nach diesem eben Derby oder nach irgendeiner Demonstration. Aber ich habe immer Basel gefunden, das wäre vielleicht noch das polemische Thema als Überleitung, dass ich habe gehört, ja, Basel ist gefährlich, ist kriminell, man sagt in Zürich oder hier in dem Aargau. Genau, dort habe ich mich immer sicher gefühlt. Ich komme tatsächlich aus einer anderen Stadt, Region mit einer höheren Kriminalität, also meistens so sind Taschendieben. Aber ich wollte genau auch deine Ansicht hören, genau, wie sicher ist Basel oder wie könnte man machen, damit diese Gerüchte, oder, nicht so entstehen. Hat das mit der Grenzensituation zu tun oder worauf wird das beruht, diese Hintergrundmusik über Sicherheit und Basel? Ja, also man muss schon sagen, es hat schon etwas im Sinn von zum Beispiel, ich sage jetzt Einbruch oder Velodiebstahl. Also wenn man in Basel-Stadt wohnt, dann muss man eigentlich damit rechnen, also ich glaube, jedem Basler ist mindestens einmal, wenn nicht schon mehrmals, das Velo gestohlen worden. Also egal, wo du es in Basel tust, egal wie gut du es abschließt, musst du einfach damit rechnen, dass dein Velo gestohlen wird. Entsprechend, also fast alle Basler haben das Velo ist versichert. Das ist halt etwas, mit dem muss man leben. Das bin ich ziemlich überzeugt, hat es natürlich auch mit der Grenzsituation zu tun, oder weil es natürlich auch relativ einfach ist vor allem für kriminelle Banden, die sich im Ausland aufhalten, dass sie schnell über die Grenze kommen, dass sie dann da teils machen sie das mit dem Lastwagen, können sie an Veloort nehmen, gerade alle mit dem Fahrrad weg. Oder? Das andere eben natürlich auch die Einbruchdiebstahl, sicher auch aufgrund von der Grenzlage. Also ich kenne also fast jede Person, die ich kenne, daheim ist schon eingebrochen worden. Das ist halt auch etwas, da muss man... Ja, ist halt blöd, wenn man sagt, da muss man damit rechnen, aber das ist keine Seltenheit in Basel. Gewaltdelikte sind... Ja gut, da bin ich weniger Expertin. Man bekommt es halt oft mit Freitag, Samstag im Ausgang, wo da halt auch sehr schnell mal das Messer gezückt wird, Schlägerei und so. Also das ist häufig der Fall. Aber ich meine, ich habe jetzt auch, also ich 25 Jahre in Basel gelebt. Man passt sich einfach an. Also das klingt jetzt auch, dass es in Basel schwer kriminell wäre, aber ich meine, wenn ich so im Ausgang sehe, dann bin ich halt eigentlich fast immer mit dem Taxi heim. Also das sind dann so Sachen, oder dann entgeht man irgendwie diesen Situationen. Und eben, also ich sehe es jetzt bei meinen anderen Schweizer Kolleginnen, die aus anderen Städten kommen, die noch relativ häufig zum Beispiel ihre Handtasche unbeaufsichtigt lassen. Das ist etwas, das würde mir als Baslerin jetzt nicht passieren, weil das erlebt man auch, dass wenn schnell unbeaufsichtigt, also das kann überall passieren, im Starbucks, wenn man irgendwo sonst irgendwie unterwegs ist und nicht gerade schaut, dann ist die Handtasche weg. Also das ist
auch schon ein paar von uns müssen erleben. Also, ja, da lernt man dazu. Also, ja. Und wenn ich mit meinen Kolleginnen aus anderen Städten rede, dann wird das nicht in den Sinn kommen, dass ihre Handtaschen gestohlen werden, während sie noch einen Kaffee trinken. Aber ja, in Basel passiert das. Würdest du auch sagen, dass für Handtasche vielleicht es gibt einen Basler Begriff dazu? Weil ich wollte dir sagen, aufgrund von dieser Grenzensituation gibt es ganz viele Wörter, die aus dem Französisch kommen. So wirkt das für mich. Genau. Sagst du für Geldbörse, Portemonnaie, sagst du auch ein anderes Wort? Ja, also für Geldbörse, also ich muss sagen, eigentlich nur Portemonnaie. Ja. Portemonnaie, ja. Und ich habe eher nutzt genau tatsächlich viele Wörter, Helvetismen, die eher so aus dem Französisch stammen. Das finde ich ja genau ganz vielfältig. Oder? Das spricht auch für Basel. Und was auch für Basel spricht, und das ist statistisch belegt, ist die Stadt, hast du auch davor in der Einführung gesagt, mit dem höchsten kulturellen Aktivität, mit dem höchsten Museumzahl, glaube ich, oder? Als Stadt in der ganzen Schweiz. Also man hat tatsächlich ganz viel Angebot, kulturelles Angebot. Genau, also wir haben ja zum einen das Bayerloch-Museum, wo ganz, ganz bekannt ist, wo ein riesen, also man kann sagen, Magnet ist für Kulturinteressierte. Aber ich glaube, in Basel findet sich wirklich für alle etwas, wo gerne Museen gehen, Ausstellungen besuchen. Und vor allem auch, es gibt eine enge Zusammenarbeit auch mit dem Elsass und mit Baden-Württemberg in diesem Bereich, mit dem Museumspass, dass man da auch Museen an der Grenze kann besuchen und wirklich die Vielfalt ist enorm. Also, es geht von Architektur, es geht über Kunst. Es gibt auch ein sogenanntes, ich glaube, im Museum, das heisst Sammlung historischer Biskuitdosen. Habe ich mal entdeckt. Also, es gibt natürlich das Spielzeugweltenmuseum und Barfi ganz, ganz präsent. Das war eigentlich mal nur ein Teddybärenmuseum. Ich glaube sogar, es gibt ein Fastnachtsmuseum. Sicher, ja, ganz sicher. Im Kopf habe. Ich war letztes Jahr in diesem Museum Nacht in Basel. Das wurde für den August, also für den Sommer verlegt. Und genau, ich bin so neugierig geworden, es waren so viele verschiedene Inputs tatsächlich. Das kann das jedem empfehlen, ja, als einen ersten Eindruck, dass wenn man weiß, wann diese Museumnacht in Basel stattfindet, dann macht man genau das gezielt, oder? Für das Wochenende es meistens einen Samstag hingeht und einfach sich eben auf sich genau sagen lässt, wie viel gibt es hier in Basel zu erleben, oder? Wie viele Möglichkeiten gibt es, von diesen Sonderausstellungen Reize, so wie eine Handelsstadt, die so viele eben Einflüsse aus der ganzen Welt so für sich eben einzunehmen. Und somit, genau, wäre es ganz gut, dass man einfach eine Einführung hat. Wir haben über diese eben Tradition wie Fasnacht gesprochen, auch über Fußball oder ein bisschen eben über die kulturelle Hinsicht, also über das kulturelle Angebot von den Museen. Zuletzt genau wollte ich noch auf das Thema eingehen. Wie ist der Einfluss von Basel bezogen? Bald kommen diese Wahlen, oder? Für diese National- und Ständerat. Genau, wie ist der Einfluss von Basel? Oder was macht auch Basel anders? Du hast es auch gesagt, die werden im Vergleich zu anderen deutsch-schweizerischen Städten eher progressiver oder nicht so konservativ gewählt. Was ist jetzt der Einfluss zum Beispiel bei diesen Wahlen im Herbst? Also, das sage ich jetzt halt leider, nein, ich sage es sehr ungern, aber ich glaube, der Basler städtische Einfluss, aber generell Basler Einfluss in Bern ist leider sehr klein. Zum einen haben wir wenig Parlamentarier, also wir haben ja noch, also jetzt haben wir 5, ab nächstes Jahr haben wir nur noch 4, aufgrund von der Bevölkerungszahl, die nicht so stark ansteigt wie zum Beispiel in Zürich, wo ja ein Sitz mehr bekommt dafür. Und man hat es leidlich dann gesehen bei der Ersatzwahl für den Sitz von der Simonetta Sommaruga, wo eigentlich Basler Ständerätin Eva Herzog kandidiert hat als Bundesrätin.
wo eben der Wunsch war von Basel-Stadt, dass sie natürlich auch gewählt wird, und das ist ja dann nicht der Fall gewesen. Es ist nochmal ein Zeichen gewesen, oder, dass sich da die Basler Interessen nicht haben können durchsetzen in Bern. Es ist halt auch so, dass Basel eher mit sich, also auf sich selber fokussiert ist. Und ich weiss, ich will jetzt unseren Politikern nicht Unrecht tun, dass sie sich nicht einsetzen im Bundesbern, aber manchmal hat man schon ein bisschen das Gefühl, dass Basel einfach ein bisschen zu sich selber schaut und weniger auf Bern wartet bis zum Schauen. Oder ich muss ja sagen, Basel ist eigentlich eine sehr reiche Region, wo sehr viel einzahlt im Finanzausgleich. Also, Basel tut seine Projekte eigentlich schon recht selbstständig umsetzen, und hat auch eine sehr gute Zusammenarbeit dadurch, dass das ein Dreiländereck ist, sehr gute Zusammenarbeit mit Deutschland und Frankreich. Und ich habe als Baslerin weniger das Gefühl, dass wir sehr nach Bern orientiert sind. Was aber gleichzeitig schade ist, weil es wäre schön, wenn Basel ein bisschen stärker, also ein bisschen präsenter wäre, oder, für das, was Basel doch vor allem wirtschaftlich für den Rest der Schweiz macht. Dass dann Basel eigentlich so untergeht in diesen Diskussionen, ist ein bisschen schade. Ja. Und ich finde es deswegen sehr besonders, dass ich eben dich auch als Gast haben könnte, weil Basel ist schon ein wichtiger Pol. Ich bin im Gesundheitswesen tätig und ich weiß, ganz viele Menschen arbeiten für dieses Spital oder für diese Pharmafirmen, die dort ansässig sind. Aber eben die Resonanz bleibt meistens ein bisschen nicht so ausgeprägt, wie die Wichtigkeit tatsächlich ist. Und da wollen wir so mit dieser Folge einfach ein Zeichen setzen, dass eben Basel ist sehr lohnenswert, oder, für einen Besuch und auch natürlich für berufliche Schritte aufgrund von diesem Fachkräftemangel, die auch in der Nordwestschweiz gibt. Auch mit diesen Traditionen, mit diesen schönen Vorteilen, die wir jetzt gehört haben. Genau. Und ich wäre sehr froh, genau, wenn wir weiterhin im Kontakt bleiben könnten, auf der Suche nach Geheimnissen hier in der Schweiz. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr, sehr besonders und spannend. Und wir hören uns, wir sehen uns bald. Vielen Dank für deine Zeit. Merci vielmals dir, David. Das war ein lässiges Gespräch. Danke vielmals für die Einladung und auch herzlichen Dank, dass ich hier die schöne Stadt Basel vorstellen durfte. Ja, ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Weitere Folgen findet ihr in der Webseite von redcircle.com redcircle.com sowie in deinem Lieblingssozialen Geheimnisse Netzwerk. der deutschen Sprache.